Gut, liebe Musikschaffende heute, die eingeschaltet haben oder wieder zurückgefunden haben zu dem Kanal. Erstmal danke vielmals für die neu sind. Es gibt auf der Kanalseite ganz viele Video-Playlists mit irgendwie verschiedensten Themen, wie Marketing und Promotion ist eine Playlist oder es gibt eine zu Musikrecht. Könnt ihr einfach mal anschauen auf der Kanalseite und sonst seht ihr die überall ein bisschen verlinkt. Heute gehen wir mal einen kleinen akademischen Bereich und zwar schauen wir uns eine Studie an. Normalerweise haben wir da nicht so viel Content, wo irgendwie mit dem amerikanischen Musikmarkt zu tun hat, weil ich mich mehr auf die Schweiz konzentrieren und alles, was innerhalb vom Schweizer Markt jetzt passiert. Aber ich habe dennoch eine recht spannende Studie gefunden, wo wir uns da jetzt ein bisschen zusammen anschauen. Auch wenn es jetzt eher Amerika betrifft, ist es dennoch spannend, um einen Selbsttest vielleicht machen für die, was interessiert, was dann überhaupt in der Schweiz so für Themen in so Songs vorkommen. Weil die Studie selber geht darum, wie ihr es da im Titel seht, What has America been singing about? Trends in the themes in the US Top 40 Songs 1960 bis 2010. Die Autoren da, die ihr da seht, ein Shoutout an die. Sie schreiben auch, this study explored 19 themes embedded in the lyrics of 1040 US Top 40 Songs from 1960 through 2010. Also sie haben sich da über 1000 Top 40 Songs angeschaut. Findings reveal both continuity and a change. As in 1960, the predominant topic of pop music remains romantic and sexual relationships. However, whereas the proportion of lyrics referring to relationships in romantic terms remains stable, the proportion including references to sex-related aspects of relationships increased sharply. References to lifestyle issues such as dancing, alcohol and drugs and status wealth increased substantially. Also ganz spannend, gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer rein, was für Themen da abgenommen haben teilweise oder Themen, die zugenommen haben über die Jahrzehnte. Good, in view of the centrality of popular music in the lives of adolescents, it is important to understand the messages inherent in it. Indeed, popular music both reflects and constructs the adolescent agenda. Was so viel heisst wie vieles, was in Popular Music vorkommt oder in Popkultur, ist halt sehr zielgerichtet auf jugendliche Agenda, also alles, was mit Jungen zu tun hat. Music in adolescence, popular music has long been a crucial interest of youth. Surveys of US adolescents found that average daily music listening time for 8 to 18-year-olds jumped from 1.75 hours in 2004 to 2.5 hours in 2009. Young people have been shown to listen to music to improve their moods and to cope with problems. Big one though, coping with problems. They also use the images and messages in lyrics to acquire knowledge of the social world and to develop and refine the image that they want to project. In that sense, music helps to define teens' personal identity. Übersetzt für die Musikindustrie, Business is booming, weil die Jungen immer mehr Zeit investieren in Musik. Ob das jetzt immer noch so ist, 10 Jahre später, weil die Studie ja nur bis 2010 rechnet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Musikstunden von der Hörerschaft, dass die trotzdem noch zugenommen hat in der Jugend. Und so als kleine Anekdote, was ich amigs mitbekommen habe, weil halt jugendlichere Zielgruppen, ob das jetzt im Hip-Hop ist oder bei poppigeren Themen, weil die mehr Zeit haben, ist das einer der Gründe, wieso auch mehr Streams entstehen bei vielen von diesen Songs. Es können natürlich auch andere Faktoren dort rein, aber irgendwann ist es einfach eine Sache von, welche Altersgruppe hat mehr Zeit zum Musik hören. Und die Jungen haben halt bis einmal auf Schulzeit, wo du vielleicht nicht gerade irgendwie das Handy kannst holen und die Streaming-Abo kannst ablaufen lassen, hast du den lieben langen Tag Zeit zum Musik on Repeat hören. Und umso älter du wirst, nimmt rein von den Stunden, wo du kannst in Musik investieren, ins Musik hören, nimmt es halt immer weiter ab. Ich weiss nicht, ob es irgendwann wieder dann einen Uplift hat, wenn man in seinen 60er, 70er oder 80er ist und man dann wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Aber es geht so ein bisschen darum, die Jungen haben halt sehr, sehr viel Zeit zum Musik hören. Why does the content of music lyrics matter? Lyrics reflect what young people are interested in, worrying about, aspiring to, and so on. To be sure, lyric content should not be viewed as a faithful picture of youth culture and values, but as a sort of funhouse mirror. Funhouse mirror, guter Begriff, den sie da verwendet haben, finde ich. Tut wie so ein bisschen einen Spiegel vorhalten, aber so ein bisschen die lustigste Variante von dem Spiegel, wo halt nicht 100% Realität ist, offensichtlich, aber sehr, sehr viele Themen, die da gelost werden,
sind halt auch sehr relatable oder bewusst oder unbewusst auf die Jugend abzielt. In empirical studies, music taste, especially a taste for electronics, dance music, hip-hop and the more aggressive forms of rock has been linked to substance use, problem behavior and norm breaking. Experimental research indicates that listening to popular music not only correlates with but may directly influence listeners' attitudes, values, mood and behavior positively or negatively. Gut, wegen dem sind so Studien auch sehr spannend, weil das ein bisschen das mehr in eine Struktur kann packen, was amigs nur so ein bisschen philosophisch besprochen wird, dass es immer so gegensätzliche Meinungen gibt, ob jetzt die Musik jemanden verführen kann, ein anderes Verhalten anzunehmen oder nicht, oder ob das nur wirklich alles mood-related ist und du eigentlich nur Songs hörst wegen einem Vibe. Okay, das sind schon in der Vergangenheit Studien zitiert worden. For example, the extent to which music has referred to sex in a relationship has increased with each decades since the 1950s. Jedes Jahrzehnt ist das Thema Sex wichtiger geworden oder mehr erwähnt worden. References to sex have also become more explicit over time. Also es ist alles mehr ratchet worden, soll das heißen. Wir schauen jetzt mal die aktuelle Studie an, die wir da vor uns haben. Okay, also das sind 1040 Songs insgesamt von der Billboard Top 40 Jahrescharts. Content Categories, da erklären sie noch, in welche Content-Kategorien sie da aufgeteilt haben. Relationship, Love, Sex, Sexual Desire, Music, Musicians, Dancing, Content, Good Times, Partying, Alcohol, Drugs, Wealth, Status, auch ein spannender Content related to money or the trappings of wealth as avenues to social status, Social Political Issues, Race, Ethnicity, Religion, God, the Occult, auch geil, Content referring to other supernatural phenomena not part of conventional religion, sometimes with a dark twist. Auch wenn das nur bis 2010 geht, eine Kategorie, die auch immer grösser wird, Personal Identity, habe ich das Gefühl. Alienation, Unhappiness, Depression, Suicide, Family, Friends, Friendships, Interpersonal Hatred, Violence und Death. Okay. Das sind die Kategorien. Gehen wir mal zu den Findings. Relationship Love, 70%, okay, stabile 70%. Sexual Desire, spannenderweise von 1960 bis in 2000er-Wende immer stärker geworden. Good Times, Party, hat auf jeden Fall 1960 hat man nicht so Bock gehabt, über Party zu reden mit 6,5%, aber ist dann auch in der 2000er-Wende mehr geworden. Alcohol, Drugs, krass, von 1960 nur 2,5% auf 22,5% auf in den 2000er. Wealth Status, auch etwas, wo gestiegen ist, wie man da sieht, hat 1960 praktisch niemand interessiert in der Musik. Nicht nur haben die Artists das nicht so, zumindest die Songs, die in die Top 40 gelangt sind, haben das nicht so thematisiert, aber weil sie auch nicht so konsumiert worden ist, also dass es überhaupt in die Top 40 gekommen ist, könnte man auch ein bisschen davon ausgehen, dass das wieso gar nicht so relatable war, wenn man damals über Wealth und Status geredet hat. Und jetzt in den 2000er doch 22,5%. Social Political Issues, nie so richtig stark gewesen. Ja, über politische Themen reden macht man halt vielleicht dann wiederum zuoberst oben in der Top 40 ein bisschen ungern. Egal welches Jahrzehnt man sich anschaut, ist das halt eine Challenge, glaube ich. Politische Thematiken in breite, Mainstream konsumierte Songs zu verpacken. Depression hätte ich jetzt ein bisschen höher erwartet, 4,6% in den 2000er da. Wobei ist auch immer die Frage, wie direkt man so etwas anspricht in den Lyrics oder ob man das in Metapher verpackt. Results. The lion's share of lyrics in every decade contained references to relationships and love, 67,3%, and or sex and sexual desire, 29,9%. Also alle References to Sex haben sich verdoppelt. Spannenderweise Family, Friends, Social Political Issues, Religion, Gott und Rasse, Ethnie haben sich zwar immer ein bisschen Zeit in den Jahrzehnten, aber sind jetzt auch nicht krass gestiegen. Da natürlich, wenn man es so in einer Grafik sieht, Relationship Love, immer relativ stabil gewesen, das stärkste Thema, ein bisschen runtergegangen über die Jahre, in dem Fall bis 2010. Da natürlich der Game Changer, Sex, Sexual Desire, ist steadily am Aufgehen gewesen. Wäre jetzt spannend noch zum Schauen von 2010 bis 2020, ob das aufgegangen ist. Haben Sie das gemeint bei Music? Content addressing music or artists, bands or composers, okay. Dancing ist auch aufgegangen, krass. Good Times, Partying, auch krass in den 2000er. Sehr starkes Party-Theme.
Alcohol, Drugs, auch ein Grower. Der Zuwachs da, oder der Wachstum hat nicht abgenommen, denke ich, wenn da die Chart weitergegangen wäre 2010 und später. Wealth Status finde ich jetzt spezifisch ein spannendes Thema, wenn das in Lyrics vorkommt, weil vor allem im Hip-Hop-Rap sieht man, dass dort dann schnell mal passieren kann, dass es in vielen Songs vorkommt. Also ich interpretiere da jetzt einfach mal meine Hobbypsychologie rein, dass Leute, vielleicht auch sehr junge, das Gefühl haben, sie sollten am besten nur über Reichtum reden, dann bekommen sie den Reichtum irgendwie auch. Oder wenn du dann aus der Unterschicht wärst, dass du die Unterschicht unter den Bus wirfst oder irgendwie sagst, nein, ich will eigentlich gar nicht dort sein, ich will lieber zu den Reichen gehören und dann wirst du irgendwie wegen dem belohnt. Also da gibt es ganz viele komische Dynamiken. Ich würde es noch spannend anschauen, nach 2010, wie sich Wealth Status, wie sich die References gemacht haben, weil zumindest im Hip-Hop-Rap habe ich das Gefühl, ist das stetig am Wachsen gewesen, eigentlich all die References. Da ist die Chart mit den Political Issues. Könnte man jetzt sich darüber streiten, dass jetzt schade ist oder gut oder schlecht, dass es immer recht stagniert ist. Alles, was mit politischen Statements zu tun hat, in einem Top 40 Mainstream-Kontext, zumindest für den amerikanischen Markt. Gut, also 7 important trends emerged. First, American popular music has been and continues to be primarily focused on relationships, love and sexuality. Pop songs have become far more often sexually explicit over the years. Definitiv auch mehr geworden, würde ich jetzt in so einem Gefühlswert sagen, im letzten Jahrzehnt. References to the darker side of adolescent life in the form of hatred, violence, alienation, unhappiness, depression, suicide and death were relatively rare in pop music. Music versus the real world. Artists and their music present vivid models, but there is no one-to-one relationship between the messages in popular music and adolescent behavior and attitudes. Da ist natürlich nur bis 2010 angeschaut worden, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind jetzt zum Zeitpunkt von dem Video ein bisschen weiter vorne, das ganze Jahrzehnt weiter vorne, und es ist immer schwierig zu sagen, wie fest das dann zusammenhängt mit den Sachen, die du tagtäglich konsumieren, und Musik, egal ob du jetzt Jugendlicher bist oder auch eine erwachsenere Person, ist halt Musik schon kann sehr omnipräsent sein in einem Leben von jemandem, und es kann vielleicht gewisse Sachen oder gewisse Erfahrungen, die man hat, gewisse Denkweise, kann man gut vorstellen, kann das schon irgendwie beeinflussen. As to lyrics potential effects, when comparing trends in songs to real-life trends, we find no evidence that higher sexual explicitness or frequent references to substance use is reflected in adolescent behavior. Sie haben da keinen Zusammenhang können finden mit dem Verhalten von der Jugend in Amerika zu diesen damaligen Zeiten, mit den Sachen, die sie hören. Aber dennoch spannend zu sehen, dass gewisse Themen doch sehr stark gestiegen sind, und vielleicht inspiriert das die einen oder anderen mal selber da reinzuschauen oder sich ein bisschen zu überlegen, wo der Trend angeht mit Schweizer Songs oder Songs, die man vielleicht selber auch macht. Ist aber eher jetzt einfach mal eine lustige und spannende Studie gewesen, um sich das mal ein bisschen anzuschauen. Ich werde das sicher auch noch verlinken. Shoutout auf jeden Fall an die Leute, die die Studie zusammengestellt haben. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen spannend gefunden. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.